Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitsch und zu einem weiteren Rotel-Suppe-Woche-Rezept. Aber heute wird es mega spannend, weil heute gibt es keine Suppe. Heute mache ich ein Gulasch. Und das Rezept ist aus der Betriebsanleitung von diesem Gerät. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich gehört habe, dass man mit diesem Gerät so Gulasch machen kann, bin ich doch ein bisschen skeptisch gewesen, aber du. Es steht in diesem Buch drin, also wird es jetzt probiert. Zuerst habe ich hier Rindsragout, sehr, sehr gute Qualität. Und jetzt kommt es hier in das Ding rein und man muss wirklich auch nichts ändern, irgendwie vom Schneidwerk her oder so. Dann habe ich klein geschnittene Herdöpfel, Rüebli, Sellerie, Zwiebeln, Sonnenblumenöl, Tomatenmark, Salz. Und dann habe ich hier noch so ein Spezialgewürz, das heisst Schäfersstück. Für noch ein bisschen Feuer reinzubringen. So, ja, komm, geben wir noch ein bisschen gut sein. Pfeffer nicht zu vergessen. Und jetzt noch Bouillon. So, jetzt wären wir beim Maximum. Soll ich jetzt echt das noch ein bisschen durchmischen? Ich mache jetzt das gleich. Es steht zwar nicht. So. Jetzt kommt das Gemisch auf den Thron. So. Da der Deckel drauf. Arretieren und jetzt mal auf Start drücken. Und dann auf One Pot. Und nochmal Start. Jetzt geht es 45 Minuten. Ich hoffe, dass das Fleisch nicht gehäckselt wird, aber ich gehe mal nicht davon aus. Wir sind gespannt. Es hat fertig. So, jetzt wird die Sache probiert und so wie ich das jetzt schon mal gesehen habe, wird es wahrscheinlich eher eine Gulaschsuppe sein und nicht ein Gulasch, weil das Gulasch ist schon so 3-4 Stunden einkochen. Und ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt auf den Geschmack, weil in diesem Haus schmeckt es herrlich, wirklich, wirklich fein. Noch eine Sorge. So. Also. Ich ziehe mal so etwas raus. Ich muss auch eine Suppe testen, ob da die Zutaten drin sind. Die Zutaten sind eigentlich durch. Also das Fleisch kommt wirklich eben Gulasch, es kommt ein bisschen mehr durch sein. Ich kann mir jetzt sehr, sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel mit Hackfleisch die Gulaschsuppe mega fein kommt. Jetzt mit dem Gulasch selber muss man ein bisschen aufpassen. Das wird wirklich halt einfach relativ schnell catchig, wenn es sich zu wenig lang kocht. Aber die Idee finde ich toll. Ich wäre gespannt auf so eine Hackfleischsuppe. Das würde, glaube ich, wirklich echt fein kommen. Ich bin gespannt, ob ich vielleicht noch ein eins oder ein anderes Rezept selber herausfinden kann für diese Funktion. Aber bei mir gibt es jetzt einfach mal eine Schäli Gulaschsuppe. Merci vielmals fürs Zuschauen und hoffentlich bis gleich.